Leid, ich war so eifersüchtig, weil ihr letztens was gemeinsam gehabt habt und ich da ausgeschlossen war. Deswegen habe ich mir gedacht, mich muss jetzt auch ordentlich auf fressen lassen. Dem bin ich gestern nachgekommen. Und zwar war ich das erste Mal Skifahren diese Saison und war total stolz auf mich, dass ich den ganzen Skitag geschafft habe, ohne dass es mich geschmissen hat. Und dann im Skidepot, da wo wir unsere Schuhe lassen haben, bin ich dummerweise auf einen Pfleg gegangen, der nicht mit diesem rutschfesten Bodenmaterial ausgelegt war. Der Boden war aber saunos. Und dann hat's mir so richtig widerlich Fürs weggezogen. Und ich bin so richtig eingeschlagen mit meinem kompletten Skizeug und das Schlimmste dran war, dass ich so halb an der Kette noch getroffen hab. Also es war noch dazu auch noch dermaßen unsympathisch. Und dann habe ich versucht, das Skizeug so zu greifen, weil ich wollte ja wieder dann aufstehen und es lag ja dann überall. Und dann hat es mich nochmal so ein bisschen hinlassen. Und dann ist das nochmal auf die Mama geflogen. Und es war einfach nur peinlich und schlimm. Ja, das war mein Wochenende. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und grüß euch, liebe Wellensittiche. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Hoffen, ihr seid gut rübergerutscht und schön, dass ihr wieder dort seid. Und mir in euren Ohren innen drin seid ihr an diesem wunderbaren Neujahrstag. Auch in diesem Jahr wieder sehr schön. Hier nur mal eine kleine Vorstellungsrunde. Mein Name ist Anja Bavaria, die kleine Kinder zusammenhaut. Dann sind hier meine Freundin Naferina. Servus, ich bin die kleinen Kinder die Pausenbrotboxen klaut. Und Res. Ich bin die mal an einem Öhi heiratet. Das nimmst du zurück. Es ist sehr krass, dass der Streit jetzt schon wieder losgeht im neuen Jahr. Ich hoffe, sind eure guten Vorsätze? Ich hoffe, wir können das dieses Jahr endgültig klären. Schauen wir mal. Das gibt auf jeden Fall einen Schlammcatch-Kampf in seinem Planschbecken, in seinem Kinderplanschbecken. Ich freue mich drauf. Wie war euer Wochenende? Weil Silvester werde wahrscheinlich bei euch relativ ruhig gewesen sein. Wir nehmen gerade am Montag auf. Daher möchte ich gerne von euch wissen, was habt ihr am Wochenende erlebt, Vreni? Ich bin ja renommierte Schauspielerin, müsst ihr wissen. Hört. Nein. Ich spiele in der Dorftheatergruppe mit und wir hatten Premiere am Wochenende. Es war sehr aufregend. Am Samstag war am Nachmittag Generalprobe und auf Nacht war Premiere und am Sonntag haben wir nochmal gespielt. Und es ist alles sehr gut gelaufen, bis auf, dass ich an der Premiere, ich muss so Zigaretten rauchen. Oh. An einer Szene. Und ich bin nicht Raucherin. Und ich habe das in die Proben natürlich schon immer ein bisschen geübt, weil sonst schaut das ja scheiße aus. Und habe an der Premiere, also es ist ein Zigarillo, muss man dazu sagen, normale Zigaretten. Und ich habe an der Premiere diese scheiß Zigarillo nicht angebracht. Also ich bin ewig mit meinem Feuerzeug da gestanden. Und dann hat irgendwer in der ersten Reihe gesagt, du musst schon anziehen, nicht bloßen. Ei. So lang hat das dauert. Oh. Habe ich mich recht herzlich für den Tipp bedankt. Hab dann die Zigarillo auch angebracht. Und war dann schön, weil ich dann später noch ein Gespräch geführt habe mit meiner Lieblingsfrau vom Theater. Das ist unsere Dame von der Prosecco Bar. Grüße an Bella an der Stelle, die auch unseren Podcast anhört. Schön, dass das deine Lieblingsfrau ist. Die von der Prosecco Bar. Natürlich. Okay. Sie ist dafür verantwortlich, dass immer genügend Spaßgetränke im Backstage Wichtige Frau. Eine gute Frau. Ja, also sehr wichtige und eine sehr gute Frau. Und die hat dann gesagt, man muss auch noch aufpassen mit Zigarillos anscheinend, weil wenn man die aus Versehen runterzieht, dann rammt's die anscheinend sehr durch. Und ich habe jetzt an diesem Wochenende ja 3 von den Dinger geraucht, sonst waren da heute mal ein paar Tage Abstand dazwischen. Und dann ist es nur so, dass ich
wenn ich dann vor Publikum auf der Bühne stehe, dann ist man ja aufgeregt, oder ich bin dann aufgeregt, dann bin ich nervös, dann bin ich voll drin und will alles richtig machen, und dann ist mir aufgefallen, ziehe ich da an wie eine Gestörte und rach die so richtig rein, also in einer Minute ungefähr die ganze Glimmstängel weg, weil ich so anziehe. Und was soll ich sagen, Bella? Du hast gesagt, das rammt einen durch, wenn man das zweit runterzieht. Ja, was soll ich sagen? Heute früher habe ich gewusst, warum. Und das ist ein wichtiges Update, nachdem wir alle gefragt haben. Ist so. Das war mein Wochenende, das war dein Wochenende. Ich bin ich persönlich bin ja renommierte Partyraucherin. Das heißt, sobald ein Schluck Alkohol diesen Körper berührt, denke ich mir, jetzt eine Raucher. Und ich habe damals mit Zigarillos als Raucher gelernt. Auf irgendeinem Dorffestel, ja, schrecklich. Auf irgendeinem Dorffestel. Und da, also mich hat es da noch nie durchgerammt, aber vielleicht hast du einfach einen schwächeren Darm als je. Oder du bist einfach ein Viech. Ja, und du hast letztes Mal gesagt in der letzten Podcast-Folge, dass du einen nervösen Arsch hast und in Gesellschaft für andere Leute halt auch nicht kannst, also. Ja, aber Verena hat es ja daheim durchgehabt. Ah ja, stimmt. Aber wurscht. Was ich sagen wollte, ich finde es übrigens gut, dass man auch was lernt in dem Podcast. Ja, wir haben einen Bildungsauftrag. Wir sind ein Wissenschaftspodcast, hä? Das haben wir noch so ausgemacht. Ich stelle mir vor, wie so 15-Jährige das hören und mitschreiben, Zigarillos Racher, ordentlich Dünnpfiff. Damit kann man aber das Racher lernen. Ja, dazu wollte ich sagen, ich glaube, ich habe sehr lange als Raucher auch nicht kennen. Also ich glaube, ich habe wahrscheinlich einfach nicht auf Lunge geraucht und deswegen hat es mir wahrscheinlich auch nicht durchgekramt. Wurscht. Es geht egal. schon viel zu lang da drin. Ja. Ja, wie war dein Wochenende, CFX? Ja, okay. Bei Wochenende. Ich finde, nach Weihnachten oder die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, da verliere ich immer komplett das Zeitgefühl, wie die meisten Leute wahrscheinlich. Mhm. Ich weiß nicht mehr so genau, was wann war, aber an eine Sache erinnere ich mich sehr gut. Und zwar habe ich das Staffelfinale von der Serie geschaut, die ich aktuell gesuchtet habe. Die Serie heißt Heated Rivalry. Gesundheit. Ja, ich spreche sehr gut Englisch tatsächlich. Die Serie heißt Heated Rivalry und es geht um 2 Hockeyspieler aus gegnerischen Teams, die sich verlieben. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, weil es eine verbotene Liebe, zum einen, weil der eine aus Russland kommt und es da ja eher schwierig ist, homosexuell zu sein, und zum anderen, weil die natürlich aus verfeindeten Teams sind und in der Sportart 2 Männer, die sich lieben, ja, geht halt nicht, das darf keiner wissen, es ist alles sehr dramatisch und ein bisschen heiß. Und ja. Und dieses Staffelfinale habe ich mich aufgesogen. Da habe ich tatsächlich nicht nachgesagt, ja. Und jetzt habe ich so ein Gefühl der Leere, nachdem die Serie vorbei ist. Kennt ihr das, wenn man was geschaut hat und dann ist die Staffel oder so vorbei und dann weiß man auf einmal gar nicht, was man da soll, weil man möchte noch mehr von diesen Geschichten und von den Charakteren. Und die nächste Staffel kommt erst 2027. Was soll ich machen bis dahin? Das ist frech. Ja. Das ist echt frech. Das war mein Wochenende, Anja. Was hast du gemacht? Schön. Außer Kinder zusammengenäht. Ich möchte nur mal betonen, dass ich das Kind nur gestriffen habe mit meinem Skizeug, aber es war trotzdem sehr dramatisch. Ich war mit Marc Eggers tatsächlich beim Skifahren. Mit, wer ihn nicht kennt, ein deutscher YouTuber und Ballermann-Sänger tatsächlich. Vielleicht kennen manche den Banger Pyrotechnik. Oder ich finde dich obergeil in deinem Oberteil. Genau, und der bringt mit mir einen Après-Ski-Song raus. Und zwar jetzt am bald. Und da haben wir Promo-Videos draht in Ischgl. Und ich habe meine Tourbegleiterin Antonia dabei gehabt, weil die ist ein Skihase. Und er hat einen InScope Nico dabei gehabt. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Er hat sich nicht mit seinem YouTube-Namen bei mir vorgestellt. Frech. Ja, warum nicht? Genau, und dann war eben der Nico auch noch dabei. Und ja, war voll schön. Voll der schöne Skitag. Hat uns gut gefallen. Am Abend waren wir nur ein bisschen Après-Ski, also, aber ruhig. Ja,
war gut. Ja, und mir hat's auch auf der Piste einmal umgehauen, muss man jetzt auch noch sagen, aber das darf ich jetzt nicht als richtig schmeißen bezeichnen. Da wurde ich nämlich geschubst. Ja. Das ist eine Frechheit. Und wir haben an diesem Skitag echt nicht viel Leid erkannt. Aber eine Person, die mich erkannt hat, war Gott sei Dank die Person, die das beobachtet hat. weil mir dieser Lüftler dann noch auf Instagram geschrieben hat, ach, hab ich's doch gewusst, dass du die Person warst, die rumkugelt ist. Weil er hat deswegen extra nicht halten müssen. Weil der Marc Eckers mich geschubst hat. Na gut, auch frech. Ja, der ist nicht gescheit in seine Snowboard-Bindung irgendwie reingekommen und ist dann selber ein bisschen zur Seite gekippt und an dieser Seite stand halt ich. Und zu seiner Verteidigung, er wollte immer ganz außen sitzen aus diesem Grund und einmal haben wir das anscheinend nicht beachtet. Und dann bin ich halt umgeflogen. Aber gut. Das passt so. Passiert. Aber schön, dass genau für der Person war, die mich erkannt hat. Danke dafür nochmal an das liebe Schicksal. Naja, weil ja heute Neujahrstag ist, da die gern mit euch über Vorsätze reden. Klassiker. Und zwar erst einmal aufs Jahr 2025 bezogen. Habt ihr da Vorsätze, die euch geglückt sind? Es muss jetzt auch nichts sein, was ihr euch ja wirklich aufgeschrieben habt oder so, oder was ihr euch am 1.1. überlegt habt. Es kann jetzt auch was sein, was euch übers Jahr hin mal eingefallen ist, was jetzt machen möchtet ab jetzt und was dann auch wirklich geklappt hat. Res? Also ihr zwar wisst es schon, aber für unsere Wellensittiche ganz kurz, ich will schon sehr, sehr lange umziehen. Und dieses Jahr habe ich es endlich geschafft. Es ist vollbracht. Ja, danke, der Applaus. Danke. Ja, das war echt ein großes Thema die letzten Jahre. Und jetzt habe ich es endlich durchgezogen. Bin sehr, sehr froh drüber. Und fühle mich auch sehr wohl in der neuen Wohnung, muss man sagen. Voll gut. Das Ja. freut uns sehr. Hast du auch einen Pferdi? Ich habe mir fürs letzte Jahr noch vorgenommen, dass ich eine coole Tante werde. Das war mir sehr wichtig, weil mein Bruder ist Papa geworden und ich zum ersten Mal Tante. Aha. Und ich glaube, es ist mir insofern geglückt, weil ich auch noch als Patentante ausgewählt wurde. Also so schlecht kann ich meinen Job nicht gemacht haben bis dahin. Von dem her darf ich sagen, das war ein geglückter Vorsatz. Was war von dir geglückter Vorsatz, Anja? Ich wollte auf jeden Fall mehr Songs rausbringen als in 2024 und ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall auch geschafft. Waren jetzt nicht alles Hits, also waren natürlich schon alles Hits, aber auch für die Leute, für die anderen Menschen. Na, aber ich bin sehr zufrieden mit den Songs, die ich rausgebracht habe und mag die alle sehr gern und ja, das ist auf jeden Fall was. Und auch, dass ich meine Pille abgesetzt habe. Das wollte ich ja schon ewig lang ausprobieren. Einfach, weil es mich interessiert hat, was dann passiert. Und ja, jetzt habe ich brutal viel Pickel. Grüß euch. Schön, dass du da seid. Und was waren so Vorsätze, die euch nie zugeglückt sind? Ich habe mir die letzten 2 Jahre an Weihnachten vorgenommen, dass ich so ein Moodboard mache, wie das so coole Leute, die ein Leben im Griff haben, machen, fürs nächste Jahr. Und da halt auch so Zeitschriften, irgendwelche Sachen ausschneiden und zusammenkleben und das dann irgendwo aufhängen, wo man es jeden Tag sieht. Die coolen Leute, ja. Genau. Nächstes Jahr werde ich die beste Version meiner selbst. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es mir, wie gesagt, 2-mal vorgenommen. Ich habe es nie gemacht, dieses Moodboard. Aber ich wollte da sowas drauf machen, wie zum Beispiel einen Handstand lernen. Ich habe noch nie einen Handstand kennen. Habt ihr das kennen als Kinder? Kennt ihr das noch? Nein. Also, dass man wirklich stehen bleibt oder dass man Ja. eine Sekunde stehen bleibt? Ja, Sekunden dauert schon lange. Sekunde, ja. Dann traurig Hast du geschafft? umfallen? Auch ja. Auch ja, okay. Aber Rest, du kannst es doch bestimmt. Nein, ich kann das auf gar keinen Fall. Echt? So mal meine Schwungmasse angeschaut. Ich bringe den Arsch nicht in Tee. Ich hab gemeint, weil du so eine Ballerina-Maus bist. Ja, da macht man keine Handstände, leider. Ja, Punkt. Verstehe ich. Ja, ich kenne mich nicht gut aus mit Ballett, ich gebe es zu. Man denkt's nicht, weil ich bin sehr grazil. Das Kind darf das abstreiten aus dem Skidepot, aber naja. Naja.
glaube, jeder, der mich schon mal in echt gesehen hat, hat das abstreiten. Also so geht's mir tatsächlich auch mit der Schwungmasse. Also ich habe, Das ist so ein schlimmes Wort. das ist aber irgendwie lustig. Ich habe das ja einmal versucht, einen Handstand zu machen Mhm. und ich bin nicht weit vom Boden weggekommen. Wirklich nicht weit. Und ich bin dann aber Gott sei Dank sofort umgeflogen und Gott sei Dank mit meinem ganzen Gewicht auf mein Knie knallt. Und ich hatte dort drunter nur so ganz dünne Yogamatten, also Scheiße. nichts. Äh, Und es hat dann Gott sei Dank echt ein paar Tage weh da, so sehr, dass ich, als ich dann mal wieder bei meiner Physiotherapeutin war, dass die, ohne dass ich was gesagt habe, ewig an meinem Knie umeinander geschnackelt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich sage jetzt nicht, was da passiert ist. Hast du einen Vorsatz, Anja, der dir nicht geglückt ist? Ja, einen ähnlichen. Also, das ist jetzt was ich mir jedes Jahr denke, und ich glaube, es ist der Klassiker. Ich denke mir immer, dieses Jahr werde ich fit. Dieses Jahr werde ich einen sexy Hintern bekommen. Also, ich muss sagen. Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet, war am Anfang schon noch sehr motiviert und habe mir gedacht, ja, ich hab nicht erwartet, dass so sein wird, aber an diesen Geräten, da fühle ich eine Stärke und ich ernähre mich jetzt gesund. Ich habe ja nur noch Lust auf gesundes Essen, wenn ich da komme und keine Ahnung was. Ja, dann hat's mich Treppen runtergelassen. Sehr viel Irgendwie lasst Unfälle. uns sehr oft hin, oder? Der Rentner-Podcast. Wer wird das erste künstliche Hüftgelenk brauchen? Setzen Sie jetzt Ihren Guess. Na, tatsächlich hat's mich so einfach mal Treppen runterlassen. Da war ich nicht einmal besoffen. Da habe ich auf mein Handy geschaut, also macht's das nicht, liebe Kinder. Und hab gedacht, es gibt da Stufen, aber es kam gar nicht. Und dann bin ich so dermaßen umgeschnackelt, dass ich eine Zeit lang dann nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen bin. Und dann war ich raus. Also wenn man irgendeine gute Sache anfängt, dann muss man so dabei bleiben. Wenn man dann irgendwie rauskommt, dann ist es so schwer, da wieder reinzukommen. Und dann bin ich da auch nicht mehr. Also ich hab's dann nur noch von außen angeschaut. Und mir gedacht, jetzt muss ich da mal vorbeigehen und fragen, warum ich nicht fitter werde. Ja, und naja, jetzt habe ich halt denselben Arsch wie 2024 und 2023, aber er ist ja irgendwie trotzdem bequem, also vielleicht akzeptiere ich es jetzt dann einfach mal. Ich hock gut. Was willst du mehr, Anja? Sei froh. Res, was ist bei dir? Ich habe mir eigentlich ganz fest vorgenommen, für dieses Jahr auf ein Festival zu gehen. Und ich habe es aber nicht gemacht. Leider. Aber, und damit kommen wir zu den guten Vorsätzen für nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird auf Splash gefahren. Ich werde mir die Tickets kaufen. Ich habe schon Leute, mit denen ich da hingehen werde. Und es wird durchgezogen. Ich freue mich schon sehr drauf. Boah, dann kaufst du aber jetzt. Ja, jetzt gerade sind es noch günstig. Man muss jetzt ja. dann zuschlagen. Die erste Phase, da gibt es ja immer so verschiedene gestaffelte Preise und verschiedene Phasen. Und die erste Phase habe ich schon verpasst. Also ich muss jetzt wirklich zuschlagen. Vor allem, Tu es. weil, das habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt, liebe Wellensittiche. Es ist doch vor 2 Folgen darum gegangen, dass ich allein auf ein Konzert gehen wollte von meinem Lieblingsmusiker, von meinem Lieblingsrapper. Und ich bin nicht hingegangen. Ich glaube, ich bin selber schuld, dass ich nicht hingegangen bin, weil es war auch die Folge, in der ich erzählt habe, ich wünsche mir einfach nur mal Ruhe. Und zack, die Pussycat Dolls haben recht gehabt, als sie gesagt haben, careful what you wish for, cause you just might get it. Ich habe sowas von meiner Ruhe gehabt, eine Woche lang. Bin richtig flach gelegen, war so krank, dass ich leider nicht auf das Konzert gehen können habe. Aber er kommt nächstes Jahr auf dieses Festival und da sehen wir uns. Auge in Auge. Genau. Unbedingt. Abfahrt. Ja, macht das auf jeden Fall viel gut. Ich wollte da unbedingt zu Rock im Park und hab ewig lang gewartet. Und jetzt ist ausverkauft. Das ist gefühlt nie ausverkauft. Krass. Ja, und jetzt ärgert ich mich sehr. Schade. Scheiße. Also falls jemand der Rock im Park Karten überhaupt, beziehungsweise 2, rührt euch bei mir. Ruf mich an. Aber habt ihr Vorsätze schon fürs neue Jahr? Verena? Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Vorsätze, Mensch. Also ich denke mir halt immer, wenn ich wirklich was durchziehen will oder irgendwas verändern will in meinem Leben oder so, dann kann man das ja auch gleich machen. Also muss man nicht auf Neujahr warten.
Natürlich, wenn das jetzt sowieso in die Phase fällt, ist das natürlich ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, jetzt mache ich das und das. Aber bisher habe ich jetzt nie mal einen Neujahrsvorsatz gehabt, wo ich sagen darf, okay, da habe ich dann richtig durchgezogen. Also das ist dann eher mal so unter mir passiert, wenn mich halt irgendwas abgefuckt hat, dass ich das dann verändert habe oder so. Deswegen, ich habe nicht wirklich einen Neujahrsvorsatz. Ich weiß nicht, ob man es Vorsatz nennen kann, aber vielleicht am ehesten nur, dass wir dieses Wellensittich-Game durchziehen. Und das machen wir ja bisher sehr gut. Und jeden Tag, egal ob Weihnachten oder Neujahr oder ob man einen Heiligabend nochmal nennt, der da das auf jeden Fall die Folge rauskommt und so. Das finde ich richtig, richtig gut. Und da siege ich uns auch. Und hat man auch schon gedacht, weil man ja auch jeden Tag auf Social Media posten. An der Stelle folgt uns gleich mal, falls ihr das noch nicht lernt, auf TikTok, auf Instagram und auf YouTube. Es gibt jeden Tag Content. Jeden Tag. Es ist noch nie nix gekommen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja, Sehr schön. Hast du auch einen guten Vorsatz für das Jahr, Anja? Ach, ich hab vor, öfter Skifahren zu gehen, weil es hat mir jetzt wieder richtig Spaß gemacht. Generell möchte ich mehr raus in die Natur gehen, weil mir das einfach einen Seelenfrieden gibt. Ich sehe jedes Wochenende so viel Leid. Und ich mag Leid auch zu einem gewissen Grad. Aber dann ist es auch wirklich mal wieder schön, nur Natur zu sehen, nur Berg, Seen, Viecher, Schnee, keine Ahnung was. Und deswegen möchte ich wieder mehr rausgehen. Ja, und ansonsten hätte ich gerne nur den dritten Teil von der Mondscheinsonate von Beethoven auf dem Klavier lernen. Hört. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Das könnt ihr euch mal anhören. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich mir alle 10 Finger breche dabei. Aber ich finde es schön. Und natürlich möchte ich nach wie vor einen sexy Hintern, aber seien wir ehrlich, ich bin zu gestingert dafür. Es wird nicht passieren. Ja, mei. Einen Wunsch hätte ich nur fürs neue Jahr für uns 3, einen kollektiven Vorsatz. Es ist kein Vorsatz, aber ich wünsche mir, dass wir 3 gemeinsam Schlitten fahren gingen. Weil das war eins meiner Highlights vom letzten Jahr. Da war ich Schlitten fahren im Februar und das war einfach nur schön. Und da sehe ich uns zu dritt mit der Thermoskanne mit Tee drin oder Kinderpunsch, wie wir diesen Abhang runterfahren. Das wünsche ich mir. Ja, ich auf jeden Fall auf meinem Lenkbob. Okay. Und Verena, ich glaube, du brauchst auch noch irgendeinen Lenkbob oder so, weil du sagst ja, dass du Ja, mit Schlitten fahren unbedingt. kannst. Verena Ich darf kann nur überhaupt mit nicht heim mit Schlitten uns fahren. mitfahren, weil sonst, Ja, sonst mache ich es nicht. also mir haut's da immer so auf die Fressen. Das Nicht, dass ist, die mir die erste mit dem Wahnsinn. künstlichen Hüftgelenk fährt. Das ist ein Ja. Rennen. ja. Also mir ist am liebsten, wir daten auf irgendeiner breiten Piste fahren, weil wenn das so ein schmaler Weg ist, in Anführungszeichen, dann kann es passieren, dass ich dann passiert sicher, dass ich den Abhang an der Seite oben Oh Gott, das Ja. ist so gruselig. Mach das und über nicht. die Kanten flieg, samt meinem Schlitten. Nein, Und mir meinen ganzen Buckel aufkratzt. Alles klar, Verena kriegt da all die Tüten. ich. Mit der passiert das wahrscheinlich auch. Am Okay. liebsten ein Lenkbob oder irgendwas mit einer richtig gescheiten Bremse, wo man einfach richtig wie so eine Handbremse anziehen kann. Ich glaube, dass diese Kinderlenkbobs, die haben eine brutale Bremse. Ja, denke auch. Die funktioniert wahrscheinlich einwandfrei. Vor allem, wenn wir drauf hocken. Ja. Das wird gut. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Auf was freut sie euch in 2026? Was sind so Highlights, die bei euch anstehen? Rest bei dir natürlich Splash Festival. Vreni, was steht bei dir noch an? Mountain Mania mit euch. Auf das freue ich mich tatsächlich am allermeisten. Das wird schön. Ja, kurz der Erklärung, das ist die Arena-Tour vom DJ Ötzi, da wo der mehrere Künstler und Künstlerinnen mitnimmt und auch mich. Und dadurch auch die Wellensittiche. Sie fliegen mit. Und ich freue mich da sehr drüber, weil Verena und Dres haben mich in 2025 zu einem Après-Ski-Auftritt, das war schon am Anfang des Jahres, begleitet. Und wir sind also hingefahren und haben vorher zur Einstimmung schon mal ein paar Après-Ski-Banger angehört und haben dann irgendwie über den DJ Ötzi geredet. Dann habe ich gesagt, boah, ich hätte den so gern einmal live singen, dass ich den halt schon immer so toll finde. Und dann hat Dres auf einmal von der Rückbankführer gesagt, also, wenn der DJ Ötzi einen Burger-Dance spielt, dann ziehe ich mich aus. Und
Und jetzt bin ich gefragt worden, ob ich da mitkomme auf ein Ötzi bei Arena Tour. Und es ist natürlich klar, dass Dres Backstage mit muss. Weil ich möchte diese Röte im Gesicht einfach sehen, wenn der an uns vorbeigeht. Ich will es sehen. Ich finde, wir könnten auch vorher mal fragen, ob er einen Burger Dance raushaut für Dres. Dann Ob brich er ich einen Burger zusammen. jetzt raushaut. Weil dann kann es sein, dass man vielleicht einen abgesperrten Bereich braucht. Dann kann es sein, dass wir Dann gibt es auf rausfliegen. jeden Fall einen Flitzer. Ja, das wünsche ich mir zu meinem 40. Geburtstag, da ist leider nur ein bisschen hier, dass Dres für mich in so einem Striptease-Bus dann zum Burger Dance strippt. Was ist das Striptease-Bus? Kennst du das nicht, so Partybusse, die man mieten kann? Nein. Mit so einer Striptease-Stange drin. Nein. Ich habe halt für so Geburtstage und JGAs und so. Und da kommt halt dann in die Filme zumindest, kommt dann da immer irgendein Stripper halt, der wo halt dann da für die Partygäste strippt in dem Bus. Und das bist in meiner Vorstellung bist das du. Das ist kein Problem. Oder so, die jemals an JGA haben, dann auch gern das. Ja, Das war mein Traum. also nichts leichter als das. Ich habe schon sehr viele Jahre für diesen Moment geübt. Ja, schön. Gibt's bei dir auch was, auf das du dich freust nächstes Jahr? Außer natürlich die Mountain Mania Tour. Ja, ich freue mich natürlich auf sehr viele coole Auftritte in 2026 und es sind auch wieder einige Sachen dabei, die ich noch nie im Leben davor gemacht habe. Also das ist immer dann so ganz besonders für mich. Zum Beispiel darf ich auf einer Kreuzfahrt singen, die nach Norwegen geht. Ich freue mich Wow. richtig. Boah. Und auch in der Therme Erding darf ich draußen spielen. Das ist, glaube ich, auch mega geil. Geil. Also da wird es mich auch zu 100% auf die Fresse lassen. Aber wenigstens schauen ein paar tausend Leute zu. Ja, Das ist doch das, was man sich wünscht. Einfach mal von mehreren performen. Ja, und singen tue ich auch noch. Ja, das sind so aber Highlights. Und mein absolutes Highlight, und da spreche ich wahrscheinlich für uns drei, wir fliegen gemeinsam nach Australien ans Ja. Great Barrier Reef und dann noch auf Bali. Und warum? Weil wir es kennen. so. Deswegen. Ich bin so aufgeregt. Ja. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich freue mich auch. Vor allem, ich frage mich auch, was das so mit uns dann auch macht, so, wenn man also, weil vielleicht der mal auch campen, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Es ist noch nicht ganz sicher, aber ich stelle mir das so vor, wenn wir dann so 1,5 Wochen unseren Gestank so gegenseitig einatmen, ob uns das dann zu besseren oder schlechteren Menschen macht. Wir werden es erfahren. Ich denke, es wird uns auf jeden Fall zusammenschweißen. Wenn dieser Podcast ein sehr jähes Ende findet und auf einmal keine Folgen mehr kommen, dann wisst's, Dann wisst's warum. ist nicht so gut gelaufen. Und so, Zusammenschweißen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Ja, und apropos Schweiß, das passt jetzt sehr gut. Das hatte ich eigentlich nicht geplant, diese Überleitung. Aber ich wurde das letzte Mal schon für meine Überleitungen getadelt. Ist mir scheißegal übrigens. Ja. Die sind gut so, wie sie sind. Ich bin nur offen für ein Almöl, nicht für Kritik. Und zwar kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und da ich nämlich heute von euch gern wissen, was sind denn für euch die 3 besten Gerüche und die 3 schlimmsten? Res, magst du starten? Sehr gern. Da gerne mit meinen 3 besten starten. Mhm. Auf dem 3. Platz ist für mich Ingwer. Ich liebe den Geruch, wenn man so ein frisch Stück Ingwer irgendwie herreibt oder herschneidet und es so ein bisschen scharf in die Nase steigt. Lieben wir. Lecker. Das ist gut, Alfons. Ja. Wieso, welcher Alfons? Schubeck. Ja, Das nimmst der du hat zurück. der hat über Ingwer ein, oder? Echt? Ja. Ich hab gedacht Kardamom. Aber gut.
Ich habe lauter so seltsame Gerüche, aber auf dem zweiten Platz ist frisch geschnittener Rasen, wenn man so im Frühling oder Sommer rausgeht und jemand hat gerade Rasen gemacht von den Nachbarn. So geil. Ich weiß nicht, ich verbinde das voll mit Kindheit und so dem Gefühl, es sind gerade 6 Wochen Sommerferien und du hast nichts zum Tor, außer rumzulegen und die mit deinen Freunden zum Treffen. Das löst der Geruch in mir aus, das liebe ich. Und auf Platz 1 ist der Geruch von Regen auf warmen Straßen. Ich weiß schon, es sind alles seltsame Gerüche, Die liebe ich auch. aber es ist leider so. Es tut mir leid. Ja, ich finde, das riecht nicht sonderlich gut an Nicht? sich in meiner Nase, aber es ist so mit einem schönen Gefühl verbunden. Ja, Vom total. Sommerregen. Ja, Mhm. aber den Geruch mag ich auch. Also Ja, unabhängig morgen, vom... aber ich denke mir jetzt Ja. nicht, oh, du bist eine Rose in dieser Nase. Schade. Ja, aber gut, es geht ja gerade nicht um meine Nasen. Auch wenn meine die größte ist. Aber ist ja kein Wettbewerb. Es kommt ja auch nicht auf die Größe an, sondern wie es das Eis ist. Von dem her. Genau. Ja, und was sind deine Ekelgerüche in deiner Nase drin? Ah ja, stimmt. Innen drin. Innen drin in meiner Nase. Mhm. Da mache ich mir jetzt Mhm. wahrscheinlich viele Feinde, aber auf Platz 3 bei meine Ekelgerüche, ihr könnt euch, glaube ich, beruhigen, ist das 1 Million Parfüm, das ganz viele Leute haben, ganz viele Männer vor allem. Das kann ich einfach nicht riechen. Ich Das glaube, kenne ich nicht. ich verbinde das mit einem Ja, Ex-Freund, den ich gehabt habe. Das in Kombination mit Axe Deo Dark Temptation. Wisst ihr es noch, vor ein paar Jahren hat es so eine Werbung gegeben, so eine Axe-Werbung, wo dann der Typ zu so einem Schokomandel geworden ist, wenn er sich mit dem Deo eingesprüht hat. Und Frauen in der U-Bahn haben von seinem Körper abbissen. Na, Ja, Okay. doch? Na, das okay. klingt nach einer Ex-Werbung, ja. Ja. Und dieses Deo und dann in Kombination noch mit dem 1 Million, da kann die, da ist alles zu in mir. Stopp, Hilfe, wir müssen hier raus. Alarm. Ja, das finde ich ganz schlimm. Auf dem zweiten Platz bei mir ist der Geruch von Sternanis. Ich habe mal einen ganz schlimmen Uso-Rausch gehabt. Keine Folge ohne Alkohol natürlich. Wir hätten es fast vergessen gehabt, Leid. Pfui. Das ist so schier, wenn Frauen saufen Ja, oder ist. Deife. Ja, ich habe mir einen ganz schlimmen Uso-Rausch gehabt. Und seitdem kann ich den Geruch von Uso und halt auch leider generell Anis, also auch irgendwelche Nachspeisen oder Gebäcke oder so, wo das drin ist, heute nicht mehr aus. Geht leider gar nicht. Und auf dem ersten Platz bei Gerüche, die ich nicht bank, das finde ich so schmarrn. Na, warte, ich tue nochmal um. Ich habe gerade einen kompletten, sagt mir mal, inspiriert's mir mal schnell, Freunde. Mundgeruch. Na, das liebe ich. Das liebe ich. Natürlich nicht, aber Hundescheiße. Am Schuh. Scheiße in meinem Mund. Innen drin. Ich mag's nur nicht, wenn es in meinem Mund ist. Ihr seid so blöd. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Helft's mal. Ah. Ja, auf. Ja, was ist jetzt endlich auf deinem Platz 1? Ja, ich erzähl's euch. Wisst ihr, wie Marienkäfer riechen, wenn die sterben? Was? Ich habe viele Fragen, aber ich weiß nicht, wer ihn zuerst stellen Ja. möchte. Der kam total unerwartet. Nein, ich weiß das nicht. Okay. Ja, nicht. Darf ich Kontext geben zu dieser Ja. Frage? Bitte. Ich war jetzt über Weihnachten bei meinen Eltern und in meinem alten Kinderzimmer. Das war schon immer so, dass in dem Rollokasten über den Winter Marienkäfer eingezogen sind. Und die sterben natürlich, wenn es dann kalt wird. Und dann zirkt man so das Rollo hoch an dem Rollogurt und der Geruch von den toten Marienkäfer ist an diesem Gurt
Und das ganze Zimmer stinkt nach totem Marienkäfer. Hä, wie stinken da die Marienkäfer? Ich Nach kann das Leiche? nicht Na. beschreiben. Na, das beißt richtig in der Nase. Also, wenn manche Marienkäfer machen das auch, wenn die Angst haben, vielleicht ist da einer Scheiße, die so riecht. Also, wenn es das nächste Mal einen Marienkäfer seht im Sommer, lasst den mal auf eurer Hand landen oder so und riecht es dann auch an eurer Hand. Wenn die kacken, dann stinkt es auch so. Also, das ist so ein richtig unangenehmer, ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht schön. Das ist mein Platz 1. Und jetzt darf ich sehr gern jemanden anderen fragen. Weil Ich möchte nur mal daran erinnern, dass gestern sehr viele Menschen so kleine Marienkäfer sie irgendwie aus Tischdeko gelegt haben fürs neue Jahr. Das Glücksbringer. Du ja, hast das für immer Also riecht's versaut. mal an eure Hände. Diese kleinen Schokomarienkäfer. ja. Es tut mir sehr leid, dass ich euch das ruiniert habe. Ja, Schön. das war ein völlig normaler Platz 1. Danke dafür. Wir sind immer nur ein Wissenschaftspodcast. Stimmt. Ich habe was gelernt. Wie riecht eigentlich Marienkäfer-Scheiße? Querstrich, Pisse oder Leiche. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es ein Mundgeruch. Das ist nicht. Vielleicht riechen Marienkäfer unter die Achseln. Ja, Vielleicht. Farina, was sind deine? Okay. Ich fange an mit meinen Top 3 der schlimmsten Gerüche. Und zwar ist auf Platz 3 der schlimmsten Gerüche, Anja, was das Vanille-Deo. Das nimmst du zurück. Na, das nehme ich nicht zurück. Ich riech nach Ja. Vanille-Deo. Sie mag nicht, wie ich Ja. riech. Könnt ihr euch das Du vorstellen? riechst mit Absicht noch Vanille-Deo, weil ich das hasse. Nein, ich riech schon immer nach Vanille-Deo, weil ich anscheinend so hängen gebliebener Mensch bin, der mit 12 Bist. ihr Deo gekauft hat und sich dann dachte, das heute. Ich bleib bei Genau. diesem Marke. Das riecht einfach nach Teenager-Mädels-Sportumkleide. das stimmt. Schaffe ich nicht. Mein Gott. Auf Platz 2 der schlimmsten Gerüche, finde ich, ist Mundgeruch. Von Menschen, nicht von Marienkäfer. Da kannst du nicht sicher sein. Das weißt du noch nicht. Ja gut, man weiß nicht. Und auf Platz 1 der schlimmsten Gerüche in meiner Nase innen drin ist Schweißgeruch, insbesondere von anderen Leuten. Weil die eigenen sind richtig gut. Genau. Je fremder der Mensch, desto ekliger finde ich es meistens. Und dann hätten wir nur die Top 3 der besten Gerüche in meiner Nase innen drin. Und zwar ist auf Platz 3 der Geruch von Gurbenessen. Ich habe das letztens gehabt, dass ich zur Mittagszeit durchs Dorf gegangen bin. Oh. Und es hat wirklich aus jedem Haus anders rausgerochen. Mm. Da gibt's halt Nudelsuppen und so. Das fand ich richtig schön, weil es gibt dann auch so ein heimeliges Gefühl. Aber ganz gern mag ich es vor allem, wenn irgendwie ein Kuchen im Rohr ist oder so. Das riecht einfach gut. Ja. Und nach zu Hause. Oh. Dann auf Platz 2 der besten Gerüche in meiner Nase innen drin ist Zirbel. Mhm. Kennst du das? Das ist manchmal in Hotels so oder so, dass da noch Zirbenholz riecht. Das war in unserem Wellness-Hotel, wo wir Ja. Urlaub gemacht haben. Ja. Insbesondere in Wellnesshotels, ja. Das Das finde war ich richtig, richtig gut. Das entspannt mir auch, der Geruch. Okay. Und der beste Geruch in meiner Nase innen drin ist Wischerwasser vom Auto. Ich finde das so geil. Das ist wirklich geil, ja. Echt? Ich liebe diese Tage, wo man da sehr viel Wischerwasser spritzen kann Mhm. und dann schnaufe ich mir so richtig tief ein. Das ist Das geil. ist schlimm. Was sind deine liebsten und schlimmsten Gerüche? Ich war gerade schon auf Fight eingestellt, also ich habe mir schon gedacht, dass ich jetzt gleich richtig ausrast, weil du hast schon 2 deckungsgleich gesagt. Also habe ich gedacht, jetzt wenn du den dritten auch noch sagst, dann rast die richtig aus. Das Wischerwasser hat's rausgerissen, weil wenn ich in den Berg fahre, da braucht man das irgendwie ständig, weil da haut's eine das ja immer wieder vom Vorauto drauf auf die Windschutzscheiben anträgt und dann muss man ständig spritzen und ich mag das überhaupt nicht, wenn es dann nur noch nach die Zeige in meinem Auto Ach, ich ist. lieb- Das kann ich da gar nicht relaten. Hm. Aber gut, wurscht. Bei mir ist nämlich auf Platz 3 Holz. Ich bin eine Holzer.
Enkelin, also ein Teil von meiner Family sind Holzer. Mein Opa, meine Oma haben im Forstbetrieb gearbeitet. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es deswegen in den Genen, aber ich liebe einfach Waldgeruch, ich liebe Holz, ich liebe auch sowas wie Zirbel dann extrem. Ist einfach was Gutes. Dann auf Platz 2 habe ich Werkstatt, ein anderer Teil von meiner Familie, Automechanik. Das liebe ich extrem. Tatsächlich, ja, ich habe mich entschieden zwischen Werkstatt, Tankstelle und Rohbau. Finde ich nämlich auch richtig geil. Also Baustelle riecht für mich auch richtig gut. Merkst du, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Und auf Platz 1 ist tatsächlich auch einfach was im Ofen ist. Also entweder Kuh oder auch Schweinsbraten. Tut mir leid, liebe Schweine, aber es riecht leider richtig gut. Schlechtes Gewissen, aber es riecht gut. Naja, bei mir bei die schlimmsten Gerüche. Und zwar ist da bei mir auf Platz 3, wenn man Nudeln vergessen hat. Und dann macht man diesen Topf auf. Und die sind so ein bisschen vergoren schon. Also die da graubt schon ein bisschen. Nudeln und auch Kartoffeln, also alles, was, glaube ich, Stärke hat, stinkt so abartig, wenn es schlecht wird. Also lasst es auf gar keinen Fall stehen. Dann auf Platz 2 ist für mich Schweiß. Da wirkt's mich. Also wenn es so richtig, so ein bisschen Schweiß, okay, aber wenn es so richtig beißt in der Nase, da kann die jetzt gleich schweimen. Säuerlich aromatisch. Ja, ich habe einmal im Spinnradl, es ist echt schlimm, wie viel wir über Spinnradl reden. Wir schreiben schon leid, jetzt bin ich wegen euch in Spinnradl gefahren. Wir möchten endlich Provision, liebe Spinnradl. Na, Schmarrn. Wir lieben euch, alles gut. Aber einmal im Spinnradl habe ich der Verena einen Hieroglyphentext geschrieben, den sie Gott sei Dank entziffern hat können, weil der Inhalt war theoretisch, dass sie kämen hätte sollen und dass ich gerade auf dem Klo bin, weil mir sehr schlecht war. Ich habe nicht speien können, aber mir war sehr, sehr schlecht. Und dann hat mir Verena aufgezeigt, wo sie eklig findet. Und hat sehr, sehr detailliert über einen sehr beißenden Achselschweiß geredet, sodass ich dann speien habe können. War auch schön, weil als ich dann gespielt habe, ist eine andere weibliche Stimme im Klo gekommen mit, ist das Dania Bavaria? Ja, ich bin einfach gerne in der Öffentlichkeit. Muss wer anders gewesen sein. Ja, genau, daher Schweiß. Und auf Platz 1 ist Leichengeruch. Den kennen Gott sei Dank nicht alle Menschen. Ich kenne den Geruch. Und ich hab den auch schon an Menschen gerochen, aber ich hab den zum allerersten Mal gerochen, wo ihr euch vielleicht Dinger kennt, wo. Und zwar habe ich einen Hamster gehabt namens Schnucki. Nein, nicht der Schnucki. Und ich habe einen Schnucki, als er gestorben ist, in so eine kleine, schöne Schachtel rein. Habe ihm da jetzt ein kleines letzte Ruhestätte gemacht und habe ihn ausgestellt, weil die Beerdigung war erst morgen. Und habe dann nur mehr reingeschaut am nächsten Tag. Und da war auf jeden Fall der Leichengeruch dann drin. Und ich kann euch so viel sagen, Menschen riechen nicht anders als Hamster, wenn sie gestorben sind. Okay. Ja, und das ist so ein Geruch, der der frisst sie so in der Nase rein und den vergisst dann auch irgendwie nicht. Also wenn du den dann nur mal riechst, dann weißt du das sofort, dass der Geruch ist. So, das ist echt richtig kreislich. Ich wollte euch eigentlich nur als Überleitung, die kommt jetzt erst am Ende, jetzt verstehe ich die Kritik langsam ein bisschen, aber warum ich euch überhaupt das mit den Gerüchen fragen wollte, war einfach, weil es am Weihnachten wieder so brutal gut gerochen hat, um jetzt nur mal auf was Leckeres zu kommen. Es war das große Fressen, wie angekündigt. Und es hat einfach so gut gerochen. Und deswegen habe ich mir gedacht, möchte ich von euch gerne wissen, was die Lieblingsgerüche sind. Jetzt wissen wir es, haben wieder was gelernt über Hamster und Marienkäfer, das war schön. Und jetzt ganz zum Schluss, total schnell, weil sonst wird die Folge wieder ultra lang, habe ich für euch noch eine ganz kurze Ausgabe von Liebesbriefe, eure Lieblingskategorie. Liebesbriefe, Leidenschaft, Sex, Gefühle,
Meine Majestät, entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur nachfragen, weil ich Ihr Management die Fernbedienung zu meinem Buttplug geschickt habe, aber seit Tagen kein Vibrieren verspüren darf. Jetzt wollte ich noch einmal nachfragen, ob denn die Fernbedienung angekommen ist. Ja. Danke, liebe Grüße, Olaf. Liebesbriefe. Und zwar habe ich auf Instagram ein Video von mir gepostet, das meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach, einfach nur lustig ist. Ich hab mir dabei überhaupt nichts gedacht. Ich bin da komplett umgestylt, ich bin ungeschminkt, ich habe nicht einmal Fake-Lashes drauf, also so sieht man mich wirklich selten. Und ich hab was Hochgeschlossenes, ich hab eine Thermostrumpfhosen weil es war Winter. Und hock auf meinem neuen Lenkbob und bin sehr, sehr besoffen. Und hab sehr viel Freude an diesem Lenkbob. Und das wollte ich einfach mit den Leuten teilen, diese Freude. Ist einfach ein lustiges Video. Aber das andere Geschlecht schafft es tatsächlich, wirklich alles zu sexualisieren. Es ist echt Wahnsinn. Und zu diesem Video, das in meinen Augen sehr, sehr harmlos ist, habe ich ein paar tolle Nachrichten gekriegt. Und die lesen euch jetzt Verena und Res vor. Der Ralf hat geschrieben, du hast sehr sexy Beine, die in Nylons noch geiler aussehen. Also Nylons, für alle, die das nicht wissen, damit ist die Strumpfhosen halt gemeint, also Nylon-Strumpfhosen. Halt keine Wollstrumpfhosen, sondern halt so, ja, klassische Strumpfhosen, so durchsichtige. Aber die ist ja nicht einmal durchsichtig. Schaut euch bitte das Video an und denkt euch selber ein Teil, wie sexy und erotisch dieses Video ist. Also. Man muss dazu sagen, man sieht halt deine, in Anführungszeichen, nackten Füße in der Strumpfhose, weil du keine Schuhe an hast. Und das macht halt sehr viel Leid sehr, sehr dumm anscheinend. Ich hab da halt null drüber nachgedacht. Ja. Wahnsinn. Sarah schreibt, beautiful legs and feet in those black nylons. Herz-Emoji. Sarah in Anführungsstrichen, es war ein Fake-Profil. Safe, ja. Der Michel schreibt, wunderschön bist du mit sexy Nylonbeine, Herz-Emoji, Zungen-Emoji, Bein-Emoji, Nasen-Emoji, Fußsohlen-Emoji. Das war halt auch noch ein Kommentar öffentlich und da muss man sich echt denken, der hat sich gedacht, das ist jetzt angebracht. Das veröffentliche ich jetzt. Also nur zur Info, ich habe diese Menschen alle gleich blockiert. Ihr könnt es nicht mehr nachlesen, aber vielleicht folgen nur ein paar. Also immer, wenn ihr auf das Video schaut, schaut euch mal die Kommentare an. Vielleicht ist gerade wieder einer da, den ich noch nichts gelegen habe und noch nicht gelöscht habe. Der Gerardo Rossetti. Sorry. Das war so ein krank geiler Pornonamen. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Vielleicht ist er noch Freires. Vielleicht sind wir dem mal überlegen. Okay. Der Gerardo schreibt, smother me under those nylon soles. Das musst du übersetzen. Ja, genau. Das ist nämlich auch ein Kink von Leid, dass Frauen in entweder High Heels oder barfuß oder in Strumpfhosen auf irgendwelche Sachen draufsteigen oder halt auch auf die Leid selber. Also so, weiß ich nicht, auf irgendeine Genitalien oder auch auf dem Bauch oder so. Ja. Der Rainer schreibt, schöne Strumpfhose. Danke, Rainer. Magst du es dann noch kaufen? Wahrscheinlich. Thema Kaufen. Der Klaus hat dir geschrieben und gefragt, guten Tag, verkaufen Sie getragene Strumpfhosen? Danke Ihnen vielmals. Das klingt halt 1:1 wie unser Intro immer von den Liebesbriefen. Ja, aber echt. Da merkt ihr mal, dass ich nicht übertreibe. Ja. Na, das ist nicht gelungen, was wir da machen. Der Stefan schreibt, hallo hübsche Nylon-Dame. Oh, das regt mich also auf. Nylon-Dame. Alter, ich hab einfach Strumpfhosen gehabt. Verschissene Strumpfhosen. Schwarze Strumpfhosen, Thermostrumpfhosen, die uns schön warm halten im Winter. Mein Gott, echt. Ich möchte auch nur klarstellen, dass wir das jetzt generell nicht schlimm finden, wenn man jetzt irgendeinen Fetisch hat, solange man da jetzt nicht jemand anders irgendwas damit tut. Es geht eher darum, dass es dafür ja so viele Plattformen im Internet gibt, gerade im Internet, da wo das auch wirklich angeboten wird, etc. Also nervt's und belästigt's doch dann nicht jemanden damit, der das offensichtlich ja nicht anbietet.
Das ist das, was mich so nervt, dass Frauen nix auf eBay Kleinanzeigen oder so verkaufen können, ohne dass dann da immer irgendeiner daherkommt. So, es gibt OnlyFans, es gibt so viele Plattformen. Es gibt ja sogar so Plattformen, wo eben genau sowas verkauft wird. Also lass doch mir meine scheiß Ruhe. Und vor allem Bitte. ist das halt auch belästigend, weil man denkt sich dann so, wird jetzt irgendwas falsch gemacht, so mir jetzt zu aufreizend gezeigt. Also was ist so ein Schmarrn, echt. Und bei so einem Video dann auch noch. Also das ist so bescheuert, dass ich es echt nicht aushält. Und, liebe Eltern, das ist, also nicht liebe meine Eltern, sondern allgemein alle Eltern, das ist ein eicher Reminder, dass ihr bitte eure Kinder nicht ins Netz steht. Weil mein Video wurde ganz, ganz gewiss in irgendeinem Forum für diesen Fetisch gepostet, weil da sämtliche Personen auf einmal kommentiert haben und sämtliche Fußfetisch-Seiten und so das geliked haben, und zwar aus aller Welt. Also da gibt's irgendwelche internationalen Foren. Mir wurden ja mehrere englische Nachrichten und so geschrieben. Und sowas passiert halt auch mit Kinderaufnahmen. Und auch bei was, wo man halt selber nicht denkt, dass das jetzt irgendwie erotisch sein kann. Das ist halt für manche Leute erotisch. Und ich weiß nicht, aber ich möchte euch nichts vorschreiben, aber ich schätze jetzt mal, dass man das bei seinem eigenen Kind nicht will. Und das Kind kann sich ja schon gleich 3-mal nicht entscheiden. Daher da vielleicht nur mal drüber nachdenken, jetzt auch an meinem Beispiel wieder, wie krass das ist. Und wie schnell das auch geht. Aber wir lassen die Strumpfhosen-Fetischisten nicht gewinnen. Ich lasse mein besoffenes Video online und werde vielleicht jetzt mal Strumpfhosen für 5.000 Euro verkaufen für unser Australien-Gas. Also meldet euch da gern bei Interesse. Sie stinken auch extrem. Naja. Ich möchte meinen ersten Platz nochmal ändern. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr 2026. Bleibt's geil, bleibt's so wunderschön, wie ihr seid, und vor allem bleibt uns treu. Bewertet uns mit 5 Sternen. Das schmeckt uns sehr, sehr gut, und bleibt's gesund. Servus. Bis zum nächsten Mal. Für euch. Durch Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.